Salut zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren, bisschen gechillteren Ausgabe von das Wissen von Doof aus Switzerland. Bitte nicht verschrecken, falls der Ton ein bisschen anders ist wie sonst. Ich probiere momentan etwas aus, aber es wird sicher noch 2-3 Folgen gehen, bis ich es komplett im Griff habe. Ich habe vor 2 Tagen auf Twitter die Frage aller Fragen gestellt. Die ganz grosse Debatte in der Schweiz. Coop oder Migros. Und es ist noch interessant, weil ich erwartet, dass meine Community etwa 50-50 sein wird. Aber nein, meine Community ist zu 2/3 völlig auf Migros abgefahren. Wobei man natürlich bedenken muss, dass das nicht stellvertretend für die ganze Community ist. Dort haben jetzt 88 Leute mitgemacht, das ist recht viel für meine Twitter-Verhältnisse. Aber insgesamt auf YouTube sind wir ja über 6'500. Das heisst, es ist eigentlich einfach so mal ein hochgerechneter Schnitt, den ich jetzt gesagt habe. Was ich auch richtig cool gefunden habe, ist, dass sich zuerst die Migros gemeldet hat und natürlich gesagt hat, die Migros ist das Bessere und dann nach einiger Zeit aber auch noch der Coop geantwortet hat und natürlich sich der Bessere gefunden hat. Aber es würde mir allgemein schon recht wundern, ob ihr mehr Richtung Coop oder mehr Richtung Migros ticket. Jetzt seht ihr ja gerade die Umfrage, oder falls ihr etwas ganz anderes präferiert, schreibt mir das doch bitte in die Kommentare. Ich muss sagen, obwohl die meisten Antworten, die ich jetzt auf Twitter bekommen habe, ganz klar gesagt haben, ich bin ein Migros-Kind, ich bin von Anfang an mit der Migros aufgewachsen, ich gehe auch nur in Migros. Ich persönlich, eigentlich einkaufen ist einkaufen, aber ich bin so eine, selbst wenn ich irgendwie das, was ich suche, genau vor der Nase habe, ich habe Mühe, das zu finden. Ich weiss nicht, ich kann nicht gut einkaufen, das ist meine Schwäche. Und dann brauche ich immer wieder Leute, die ich fragen kann, okay, Entschuldigung, wissen Sie, wo das und das ist? Und das Angenehme beim Coop ist, dass es einfach mehr Angestellte hat, die gerade am Produktregal einräumen sind und so weiter. Und dann ist es für mich einfach auch viel angenehmer, weil ich die gerade fragen kann. Aber wie gesagt, wo ihr am liebsten geht, interessiert mich natürlich genauso. Und dann wechseln wir jetzt das Thema und kommen zu etwas eher düsterem. Ich nehme mal an, die meisten von euch dürften checken, ja, Social Media, das ist einfach dort, wo sich zukünftig die Meinungen der Leute kreuzen und dort, wo halt auch Politiker oder andere Interessensgruppierungen ihre Meinung probieren zu promoten. Das Problem ist nur, dass die Meinungsmache in den sozialen Netzwerken die Leute zunehmend radikalisieren lässt. Ich will euch auch erklären, warum. Nehmen wir mal einfach ein Beispiel. Ich bin jetzt einer, der findet, die Leute sollen nicht mehr filmen, sie sollen nur noch fotografieren. Ich nehme jetzt einfach das als Beispiel, damit es komplett nicht politisch ist. Dann like ich natürlich auf Facebook Sachen, die mit Fotografieren zu tun haben und Sachen, die sich eher gegen das Filmen richten. Der Facebook-Algorithmus checkt das und darum kommt bei mir in den Vorschlägen von Postings von Leuten, aber auch von Seitenvorschlägen und so weiter mehrheitlich oder fast nur noch ausschließlich Sachen, die eben wirklich genau meine Meinung haben. Das heisst, früher, wo du mit dem Fernsehen, mit dem Radio, mit den Zeitungen zwangsläufig mit anderen Meinungen konfrontiert worden bist, das geht jetzt heute gar nicht mehr, oder beziehungsweise das wird heute immer seltener, eben gerade wegen diesen Algorithmen. Mir persönlich wundert es zum Beispiel gar nicht, dass man auf Facebook am deutlichsten sieht, wie gross die Lücke zwischen links und rechts zunehmend wird, weil ja eben die Rechten ihre rechte Meinung bestätigt bekommen und die Linken ihre linke. Auf anderen sozialen Plattformen, wo der Algorithmus nicht ganz so stark arbeitet, ist das viel weniger der Fall. Und da ist eben die Theorie BAM bestätigt. Mir persönlich macht das ziemliche Sorgen, vor allem weil ja die Leute im gegenseitigen Dialog versuchen sollten, sich mit Argumenten zu übertoppen. Aber meistens, was man auf Facebook liest, ist einfach, jo, ihr dumme Rechte, ihr dumme Linke. Was meint ihr zu dieser Entwicklung? Ab in die Kommentare. So, und wer in den letzten Tagen die Zeitung gelesen hat, der dürfte nicht drum herumgekommen sein, es bemerkt zu haben. Angelina Jolie und der Brad Pitt sind nicht mehr zusammen. Oh mein Gott, was für ein Weltuntergang. Und ich muss sagen, das hat mich wirklich schwer getroffen und damals ganz ehrlich, who cares? Who cares? Ehrlich, das interessiert mich ein fürchter Scheissdreck. Man heiratet und wenn es nicht klappt, scheidet man sich halt wieder. What's the big deal about it? Ehrlich, ich check's nicht. Ich will mich, wenn ich Zeitung lese, informieren über relevante Sachen und nicht über solche Unsinn. Ich habe einfach das Gefühl, das ist vielleicht ein bisschen ein Lückenfüller, weil momentan nichts wirklich anderes läuft. Aber vielleicht gibt es ja Leute, die das wirklich interessiert, was ich mir nicht wirklich vorstellen kann. Könntet ihr mir da mal bitte ein bisschen weiterhelfen? Ab in die Kommentare. Und zum Abschluss noch etwas, was mir persönlich aufgefallen ist in letzter Zeit. Also es steht nicht irgendwie in einer Zeitung oder so, es ist nicht neu. Es ist einfach meine persönliche Wahrnehmung. Momentan diskutieren ja alle über den Islam und Europa. Wie Europa verträglich ist der Islam? Wie Islam verträglich ist Europa? Wo ist die Toleranzgrenze? Und was ich einfach mega komisch finde, bei allen Debatten auf den Social Medias, bei allen Debatten in den Fernsehshows, es hat immer
Leute, die darüber diskutieren, aber fast keiner ist Moslem. Ich habe das Gefühl, wenn alle über die Moslems reden, aber nicht mit den Moslems, dass es hier erst recht zu einer zunehmenden Separierung kommen wird. Ist das nur mein Eindruck oder habt ihr den Eindruck auch? Das würde mich jetzt wirklich wundern. Ab in die Kommentare. So, das war es mit dieser Swiss-Info. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr mich auch auf Facebook, Instagram, Twitter besuchen würdet oder mir auch einfach hier einen kleinen Daumen nach oben geben würdet. Und jetzt kommt noch der Witz zum Schluss. Welche 4 Sachen laufen bei YouTube Deutschland immer schief? Winter, Frühling, Sommer, Herbst. Tschüss!